Этот торт очень вкусный. Можешь, пожалуйста, дать мне рецепт? Торт мы можем использовать существительное der Kuchen. Dieser Kuchen schmeckt super. Kannst du mir bitte das Rezept geben? Dieser Kuchen schmeckt super. Kannst du mir bitte das Rezept geben? Dieser Kuchen schmeckt super. Kannst du mir bitte das Rezept geben? Этот препарат доступен только по рецепту, то есть медикамент. Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept. Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept. То есть это лекарство gibt es есть только по рецепту. Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept. Пожалуйста, сдайте ключ на стойке регистрации. Стойка регистрации, reception, да, мы по-другому говорим. Geben Sie bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Geben Sie bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Geben Sie bitte den Schlüssel an der Rezeption ab. Я правильно это понял? Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Это правильно. Das ist richtig. Das ist richtig. Эти цветы пахнут хорошо. Глагол пахнуть, riechen, riecht, hat gerochen. Сильный глагол с изменением корневой гласной. Diese Blumen riechen gut. Diese Blumen riechen gut. Diese Blumen riechen gut. Здесь пахнет рыбой. Если чем-то пахнет, то мы добавляем предлог nach. Hier riecht es nach Fisch. Hier riecht es nach Fisch. Я ем только говядину. Ich esse nur Fleisch vom Rind. Ich esse nur Fleisch vom Rind. То есть дословно я ем только мясо говядины. Ich esse nur Fleisch vom Rind. Я потерял свое кольцо. Здесь мы будем использовать perfekt. Ich habe meinen Ring verloren. Ich habe meinen Ring verloren. Ich habe meinen Ring verloren. Юбка слишком узкая. Der Rock ist zu eng.
Der Rock ist zu eng. Этот фильм очень романтичен. Dieser Film ist sehr romantisch. Dieser Film ist sehr romantisch. Моя девушка очень романтична. Meine Freundin ist total romantisch. Meine Freundin ist total romantisch. Он дарит своей девушке красные розы на день рождения. Er schenkt seiner Freundin rote Rosen zum Geburtstag. Er schenkt seiner Freundin rote Rosen zum Geburtstag. Er schenkt seiner Freundin rote Rosen zum Geburtstag. У меня болит спина. Mein Rücken tut mir weh. Mein Rücken tut mir weh. Mein Rücken tut mir weh. Я лучше возьму с собой рюкзак, чем чемодан. Ich nehme lieber einen Rucksack als einen Koffer mit. Ich nehme lieber einen Rucksack als einen Koffer mit. Глагол с отделяемой приставочкой, да? Приставка отделяется и ставится в конец предложения. Ich nehme lieber einen Rucksack als einen Koffer mit. Позовешь, пожалуйста, детей. Еда готова. Звать, кричать. Rufen, ruft, hat gerufen. Rufst du bitte die Kinder? Das Essen ist fertig. Rufst du bitte die Kinder? Das Essen ist fertig. Rufst du bitte die Kinder? Das Essen ist fertig. Нам нужно позвать врача. Wir müssen einen Arzt rufen. Wir müssen einen Arzt rufen. Wir müssen einen Arzt rufen. Тише, пожалуйста. Здесь в библиотеке нельзя громко говорить. Ruhe bitte. Hier in der Bibliothek darf man nicht laut sprechen. Ruhe bitte. Hier in der Bibliothek darf man nicht laut sprechen. Ruhe bitte. Hier in der Bibliothek darf man nicht laut sprechen. Моя бабушка больна. Ей нужно много отдыха. Meine Großmutter
ist krank. Sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. Meine Großmutter ist krank. Sie braucht viel Ruhe. Мне нужна тихая комната. Ich möchte ein ruhiges Zimmer. Дословно можно перевести, как я хотел бы тихую комнату. Ich möchte ein ruhiges Zimmer. А как вы скажете, мне нужна тихая комната? Ich brauche ein ruhiges Zimmer. Но это идентичные предложения будут. По смыслу они будут идентичны. Ich möchte ein ruhiges Zimmer. Наш стол в гостиной круглый. Unser Wohnzimmertisch ist rund. Unser Wohnzimmertisch ist rund. Смотрите, из скольких слов у нас получилось существительное. Wohn, то есть от глагола wohnen, Zimmer, комната и Tisch, стол. То есть из 3 слов получилось одно сложное существительное. Вот этот момент как называется в немецком языке? Композита. И такое упражнение у нас есть на нашем канале. Композита. Что значит в немецком языке это слово? Unser Wohnzimmertisch ist rund. До Берлина еще около 80 километров. Bis Berlin sind es noch rund 80 Kilometer. Bis Berlin sind es noch rund 80 Kilometer. То есть словечко rund можно перевести как около и как круглый стол. Bis Berlin sind es noch rund 80 Kilometer. Экскурсия по замку начнется через несколько минут. Der Rundgang durch das Schloss beginnt in wenigen Minuten. Der Rundgang durch das Schloss beginnt in wenigen Minuten. Der Rundgang durch das Schloss beginnt in wenigen Minuten. Вы можете оставить свои вещи в отеле. Здесь мы обращаемся к людям, с которыми мы на «ты». Ihr könnt eure Sachen im Hotel lassen. Ihr könnt eure Sachen im Hotel lassen. Ihr könnt eure Sachen im Hotel lassen. Бери свои вещи и пошли. Nimm deine Sachen und komm. Nimm deine Sachen und komm. Это мое дело. Das ist meine Sache. Das ist meine Sache.
Хочешь яблочного сока? Möchtest du einen Apfelsaft? Möchtest du einen Apfelsaft? Möchtest du einen Apfelsaft? Извините, что вы сказали? Сказать глагол sagen, sagt, hat gesagt. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Как говорят «извини» по-немецки? Wie sagt man sorry auf Deutsch? Wie sagt man sorry auf Deutsch? Wie sagt man sorry auf Deutsch? Вы видите, что здесь глаголом употребляется неопределенно личное местоимение man. Это значит, у нас нет определенного подлежащего. В русском языке здесь подлежащего нет, но здесь оно есть, оно выполняет роль подлежащего. А в русском предложении его нет, и тогда мы можем только подозревать, кто это говорит. Как употреблять неопределенно личное местоимение man, мы разбирали на нашем канале. Там есть очень много упражнений. Есть тренировка неопределенно личного местоимения man. Wie sagt man sorry auf Deutsch? Ты уже подал налоговую декларацию? Hast du schon die Steuererklärung gemacht? Hast du schon die Steuererklärung gemacht? Hast du schon die Steuererklärung gemacht? Объяснение учительницы лучше, чем объяснение в книге. Die Erklärung der Lehrerin ist besser als die Erklärung im Buch. Die Erklärung der Lehrerin ist besser als die Erklärung im Buch. Die Erklärung der Lehrerin ist besser als die Erklärung im Buch. Ты уже навел справки о поезде? Наводить справки, спрашивать, узнавать, sich erkundigen, erkundigt sich, erkundigte sich, hat sich erkundigt. Hast du dich schon nach einem Zug erkundigt? Hast du dich schon nach einem Zug erkundigt? Hast du dich schon nach einem Zug erkundigt? Я хотел спросить, как у вас дела? Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht. Ich möchte mich erkundigen, wie es Ihnen geht.
Я не позволяю своим детям смотреть телевизор так долго. То есть позволять, разрешать. Глагол erlauben, erlaubt, erlaubte, hat erlaubt. Ich erlaube meinen Kindern nicht, so lange fernzusehen. Ich erlaube meinen Kindern nicht, so lange fernzusehen. Ich erlaube meinen Kindern nicht, so lange fernzusehen. Парковка здесь не разрешена. Parken ist hier nicht erlaubt. Parken ist hier nicht erlaubt. Parken ist hier nicht erlaubt. Вам нужно было заранее у него попросить разрешения. Sie hätten ihn vorher Erlaubnis bitten müssen. Здесь мы используем конъюнктив, вежливую форму с частицей «бы» в русском языке. Вам бы нужно было заранее у него попросить разрешения. Sie hätten ihn vorher Erlaubnis bitten müssen. Sie hätten ihn vorher Erlaubnis bitten müssen. За время отпуска мы пережили много прекрасного. Глагол erleben в таком случае употребляется erlebt, erlebte, hat erlebt. In unserem Urlaub haben wir viel Schönes erlebt. In unserem Urlaub haben wir viel Schönes erlebt. In unserem Urlaub haben wir viel Schönes erlebt. Поездка была отличным событием. И от глагола erleben мы образуем существительное das Erlebnis. Die Reise war ein tolles Erlebnis. Die Reise war ein tolles Erlebnis. Эти две посылки нужно доставить на почту. Не мог бы ты сделать это для меня? И что-либо сделать, закончить какую-то работу, erledigen, erledigt, erledigte, hat erledigt. Diese zwei Pakete müssen zur Post. Könntest du das für mich erledigen? Diese zwei Pakete müssen zur Post. Könntest du das für mich erledigen? Diese zwei Pakete müssen zur Post. Könntest du das für mich erledigen? Я чувствую облегчение, что все сложилось так хорошо. Глагол erleichtern переводится как облегчать.
Ich bin erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Ich bin erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Ich bin erleichtert, dass alles so gut geklappt hat. Интернет значительно облегчает мою работу. Das Internet erleichtert mir die Arbeit sehr. Das Internet erleichtert mir die Arbeit sehr. Das Internet erleichtert mir die Arbeit sehr. Есть скидки для детей и пенсионеров. Es gibt eine Ermäßigung für Kinder und Senioren. Es gibt eine Ermäßigung für Kinder und Senioren. Как мне правильно питаться? Питаться, ernähren, ernährt, ernährte, hat, ernährt. Wie ernähre ich mich richtig? Wie ernähre ich mich richtig? Оба моих родителя должны работать, чтобы кормить семью. Meine Eltern müssen beide arbeiten, um die Familie zu ernähren. Meine Eltern müssen beide arbeiten, um die Familie zu ernähren. Meine Eltern müssen beide arbeiten, um die Familie zu ernähren. Я считаю здоровое питание важно. Ich finde eine gesunde Ernährung wichtig. Ich finde eine gesunde Ernährung wichtig. Ich finde eine gesunde Ernährung wichtig. Интенсивное движение транспорта является серьезной проблемой. Der starke Verkehr ist ein ernstes Problem. Der starke Verkehr ist ein ernstes Problem. Der starke Verkehr ist ein ernstes Problem. Я серьезно подумываю, нужно ли мне переезжать в другой город. Ich überlege ernsthaft, ob ich in eine andere Stadt ziehen soll. Ich überlege ernsthaft, ob ich in eine andere Stadt ziehen soll. Ich überlege ernsthaft, ob ich in eine andere Stadt ziehen soll. Урожай в этом году хороший.
Die Ernte ist dieses Jahr gut. Die Ernte ist dieses Jahr gut. Мой сосед открыл бизнес в прошлом месяце. Открывать eröffnen, eröffnet, eröffnete, hat eröffnet. Mein Nachbar hat letzten Monat ein Geschäft eröffnet. Mein Nachbar hat letzten Monat ein Geschäft eröffnet. Mein Nachbar hat letzten Monat ein Geschäft eröffnet. Я хотел бы открыть счет. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Если мы поторопимся, то успеем на 8-часовой поезд. Успевать или достигать чего-либо erreichen, erreicht, erreichte, hat erreicht. Wenn wir uns beeilen, erreichen wir noch den 8 Uhr Zug. Wenn wir uns beeilen, erreichen wir noch den 8 Uhr Zug. Wenn wir uns beeilen, erreichen wir noch den 8 Uhr Zug. Вы можете застать меня в офисе до 17 часов. Bis 17 Uhr können Sie mich im Büro erreichen. Bis 17 Uhr können Sie mich im Büro erreichen. Bis 17 Uhr können Sie mich im Büro erreichen. Таким образом, со мной вы ничего не добьетесь. Auf diese Art erreichen Sie bei mir gar nichts. Auf diese Art erreichen Sie bei mir gar nichts. Auf diese Art erreichen Sie bei mir gar nichts. Я звонил туда уже 3 раза. Все время занято. Ich habe jetzt schon 3-mal dort angerufen. Es ist immer besetzt. Ich habe jetzt schon 3-mal dort angerufen. Es ist immer besetzt. На отдыхе мы осмотрели дворец Schönbrunn. Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt. Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt. У вашей жены есть собственная машина? Besitzt Ihre Frau ein eigenes Auto?
Besitzt Ihre Frau ein eigenes Auto? Мои родители хотели этой поездкой доставить нам особенную радость. Meine Eltern wollten uns mit dieser Reise eine ganz besondere Freude machen. Meine Eltern wollten uns mit dieser Reise eine ganz besondere Freude machen. Сегодня я увидел особенно дешевое предложение. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Ich habe heute ein besonders günstiges Angebot gesehen. Шторм нанес серьезный ущерб, особенно на юге Германии. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Durch den Sturm gab es besonders in Süddeutschland schwere Schäden. Должен ли я позаботиться о билетах? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? Soll ich die Eintrittskarten besorgen? То есть здесь речь идет о билетах на концерт или в кино, то есть о входных билетах. Eintritts, о входных билетах, а не о проездных. Нам еще предстоит обсудить, когда именно мы уедем и что возьмем с собой. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen. Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen. Извините, господин Шмидт все еще на совещании. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Tut mir leid, Herr Schmidt ist noch in einer Besprechung. Компания письменно подтвердила мне дату. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt. Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt.
Я могу подтвердить, что он был здесь. Ich kann bestätigen, dass hier war. Ich kann bestätigen, dass hier war. Мне нужно письменное подтверждение для ведомства. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Ich brauche eine schriftliche Bestätigung für das Amt. Модуль чтения состоит из 5 частей. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Das Modul Lesen besteht aus 5 Teilen. Я сдал экзамен. Ich habe die Prüfung bestanden. Ich habe die Prüfung bestanden. Мы заказали пиццу. Wir haben Pizza bestellt. Wir haben Pizza bestellt. Меня записали на собеседование на 16 часов. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Ich bin für 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt. Я должен передать вам привет от госпожи Майер. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen. Мы желаем вам приятного пребывания. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Я заметил, что Ханна очень бледная. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Mir ist aufgefallen, dass Hannah ganz blass ist. Она попросила меня настоятельно высказать свое мнение. Sie forderte mich auf, meine Meinung zu sagen. Sie forderte mich auf, meine Meinung zu sagen.
Он приглашает ее на танец. Fordert sie zum Tanz auf. Fordert sie zum Tanz auf. Вы получите запрос на оплату суммы до июня. Sie erhalten eine Aufforderung, den Betrag bis Juni zu zahlen. Sie erhalten eine Aufforderung, den Betrag bis Juni zu zahlen. Дети исполняют к Рождеству пьесу. Die Kinder führen zu Weihnachten ein Theaterstück auf. Die Kinder führen zu Weihnachten ein Theaterstück auf. Ты уже сделал домашние задания для школы? Hast du deine Hausaufgaben für die Schule schon gemacht? Hast du deine Hausaufgaben für die Schule schon gemacht? Это не моя проблема. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe. Я сдал посылку на почте. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Ich habe auf der Post ein Paket aufgegeben. Никогда нельзя сдаваться. Всегда есть надежда. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Man darf nie aufgeben. Es gibt immer eine Hoffnung. Где он сейчас? В Мюнхене. В данном случае имеется в виду, где он сейчас остановился. Wo hält er sich gerade auf? In München. Wo hält er sich gerade auf? In München. Могу я вам подержать дверь? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Darf ich Ihnen die Tür aufhalten? Извините за опоздание, меня задержали.
Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Entschuldigen Sie die Verspätung. Ich wurde aufgehalten. Просто оставьте бумаги на полу, я их подниму. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. Lassen Sie die Papiere nur auf dem Boden liegen. Ich hebe sie schon auf. У вас должен быть чек в хорошем состоянии. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Die Quittung müssen Sie gut aufheben. Снег не прекращается. Es hört nicht auf zu schneien. Es hört nicht auf zu schneien. Когда вы перестанете работать? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Wann hört ihr mit der Arbeit auf? Здесь заканчивается главная улица. Hier hört die Hauptstraße auf. Hier hört die Hauptstraße auf. Мне нужно зарядить телефон. Аккумулятор разрядился. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Ich muss mein Telefon aufladen. Die Batterie ist leer. Таблетку растворить в воде. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Die Tablette bitte in Wasser auflösen. Ученица внимательно слушала. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Die Schülerin hörte aufmerksam zu. Я обращаю ваше внимание на то, что мы закрываемся через полчаса. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir in einer halben Stunde schließen.
Мы приняли Анетту в наш клуб. Wir haben Anetta in unseren Verein aufgenommen. Wir haben Anetta in unseren Verein aufgenommen. Я снял фильм в отпуске. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Ich habe den Film im Urlaub aufgenommen. Пожалуйста, тише. Я начинаю запись. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Bitte seid leise. Ich starte die Aufnahme. Мне жаль. Наверное, я не обратил внимания. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Tut mir leid. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Я должен остаться дома и смотреть за детьми. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Ich muss zu Hause bleiben und auf die Kinder aufpassen. Перед своим отпуском мне обязательно нужно навести порядок на столе. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Vor meinem Urlaub muss ich unbedingt noch meinen Schreibtisch aufräumen. Меня расстраивает то, что мне снова приходится работать сверхурочно. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Es regt mich auf, dass ich schon wieder Überstunden machen muss. Спокойно, пожалуйста, не волнуйтесь. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Ganz ruhig. Bitte regen Sie sich nicht auf. Трамвай ходит по будням с 19:00 3 раза в час. Die Straßenbahn fährt in der Woche
Ab 19 Uhr dreimal in der Stunde. Die Straßenbahn fährt in der Woche ab 19 Uhr dreimal in der Stunde. Трамвай ходит каждые полчаса в субботу. Die Straßenbahn fährt am Samstag halbstündlich. Die Straßenbahn fährt am Samstag halbstündlich. От стадиона до Ноймаркта 5 станций. Vom Stadion zum Neumarkt sind es 5 Stationen. Vom Stadion zum Neumarkt sind es 5 Stationen. От стадиона до университета Луи платит 1 евро 20 центов. Платить глагол zahlen, zahlst, zahlt, hat gezahlt. Vom Stadion zur Universität zahlt Louis 1,20 Euro. Короткий маршрут включает 4 остановки. Eine Kurzstrecke beinhaltet 4 Haltestellen. Eine Kurzstrecke beinhaltet 4 Haltestellen. Дневной билет действителен в течение 24 часов. Die Tageskarte ist 24 Stunden gültig. Die Tageskarte ist 24 Stunden gültig. Книга под очками. Das Buch ist unter der Brille. Das Buch ist unter der Brille. Машина припаркована перед домом или паркуется перед домом. Das Auto parkt vor dem Haus. Das Auto parkt vor dem Haus. Пальто висит за дверью. Der Mantel hängt hinter der Tür. Der Mantel hängt hinter der Tür. Гардероб находится рядом с входом. Die Garderobe ist neben dem Eingang.
Die Garderobe ist neben dem Eingang. Корзина для мусора находится под столом. Der Papierkorb steht unter dem Schreibtisch. В немецком предложении глагол steht, стоит, находится, стоит. Steht под письменным столом, unter dem Schreibtisch. Der Papierkorb steht unter dem Schreibtisch. Лампа висит над диваном. Die Lampe hängt über dem Sofa. Die Lampe hängt über dem Sofa. Ваза стоит на шкафу. Die Vase steht auf dem Schrank. Die Vase steht auf dem Schrank. Кошка лежит у печи. Die Katze liegt am Ofen. Die Katze liegt am Ofen. Собака лежит в корзине. Der Hund liegt im Korb. Der Hund liegt im Korb. Чемодан стоит между сумкой и рюкзаком. Der Koffer steht zwischen der Tasche und dem Rucksack. Der Koffer steht zwischen der Tasche und dem Rucksack. Der Koffer steht zwischen der Tasche und dem Rucksack. Медицинская страховая компания находится на Йозефштрассе. Die Krankenkasse ist in der Josefstraße. Die Krankenkasse ist in der Josefstraße. Бассейн находится рядом со стадионом. Das Schwimmbad ist neben dem Stadion. Das Schwimmbad ist neben dem Stadion. Администрация граждан находится у рыночной площади. Das Bürgerbüro ist an dem Marktplatz. Das Bürgerbüro ist an dem Marktplatz. Полиция находится на Гёте-Плац. Die Polizei ist auf dem Goetheplatz. Die Polizei ist auf dem Goetheplatz.
Кинотеатр находится у Центра образования для взрослых. Das Kino ist an der Volkshochschule. Das Kino ist an der Volkshochschule. Das Kino ist an der Volkshochschule. Кафе-мороженое находится на пешеходной зоне. Das Eiscafé ist in der Fußgängerzone. Das Eiscafé ist in der Fußgängerzone. Можно мне попользоваться вашим телефоном? Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen? Darf ich bitte Ihr Telefon benutzen? Мне нужно недолго поговорить по телефону. Говорить по телефону telefonieren, telefoniert, hat telefoniert. Ich muss kurz telefonieren. Ich muss kurz telefonieren. Ich muss kurz telefonieren. Поставь тарелки, пожалуйста, на стол. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Stell die Teller bitte auf den Tisch. Хочешь еще тарелку супа? Möchtest du noch einen Teller Suppe? Möchtest du noch einen Teller Suppe? Möchtest du noch einen Teller Suppe? Steffi играет очень хорошо в теннис. Steffi spielt sehr gut Tennis. Steffi spielt sehr gut Tennis. Steffi spielt sehr gut Tennis. Лучше всего мы назначим встречу прямо сейчас. Am besten machen wir sofort einen Termin. Am besten machen wir sofort einen Termin. Am besten machen wir sofort einen Termin. У меня сегодня назначена встреча с моим зубным врачом. Ich habe heute einen Termin bei meiner Zahnärztin. Zahnärztin – это врач женского пола. Ich habe heute einen Termin bei meiner Zahnärztin. Это мне слишком дорого. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer. Das ist mir zu teuer.
Прочитайте, пожалуйста, текст. Lesen Sie bitte den Text. Lesen Sie bitte den Text. Lesen Sie bitte den Text. Я не люблю ходить в театр. Ich gehe nicht gern ins Theater. Ich gehe nicht gern ins Theater. Ich gehe nicht gern ins Theater. Сегодня наша тема называется «Еда и напитки». Heute heißt unser Thema Essen und Trinken. Heute heißt unser Thema Essen und Trinken. Heute heißt unser Thema Essen und Trinken. Сколько стоит билет? Wie viel kostet das Ticket? Wie viel kostet das Ticket? Wie viel kostet das Ticket? Осторожно, вода глубокая. Vorsicht, das Wasser ist tief. Vorsicht, das Wasser ist tief. Нам нельзя иметь животных в квартире. Wir dürfen keine Tiere in der Wohnung haben. Wir dürfen keine Tiere in der Wohnung haben. Wir dürfen keine Tiere in der Wohnung haben. Мои любимые животные – кошки. Meine Lieblingstiere sind Katzen. Meine Lieblingstiere sind Katzen. Meine Lieblingstiere sind Katzen. Можешь дать мне хороший совет? Kannst du mir einen guten Tipp geben? Kannst du mir einen guten Tipp geben? Kannst du mir einen guten Tipp geben? Еда стоит уже на столе. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Das Essen steht schon auf dem Tisch. Как называется фильм? Я уже не знаю название. Wie heißt der Film? Ich weiß den Titel nicht mehr. Wie heißt der Film? Ich weiß den Titel nicht mehr. Скажите, пожалуйста, где туалет? Wo ist die Toilette bitte? Wo ist die Toilette bitte? Помидор еще зеленый. Die Tomate ist noch grün. Die Tomate ist noch grün.
У тебя нет кастрюли побольше? Я хочу сварить картофель. Hast du keinen größeren Topf? Ich möchte Kartoffeln kochen. Hast du keinen größeren Topf? Ich möchte Kartoffeln kochen. Hast du keinen größeren Topf? Ich möchte Kartoffeln kochen. На день рождения я испеку тебе торт. Zum Geburtstag backe ich dir eine Torte. Zum Geburtstag backe ich dir eine Torte. Zum Geburtstag backe ich dir eine Torte. Мои бабушка и дедушка уже давно умерли. Meine Großeltern sind schon lange tot. Meine Großeltern sind schon lange tot. Дословно мертвые. Sind tot. Мертвые. Meine Großeltern sind schon lange tot. Фильм абсолютно скучный. Der Film ist total langweilig. Der Film ist total langweilig. Der Film ist total langweilig. Где я могу заказать экскурсию по городу? Wo kann ich eine Stadttour buchen? Wo kann ich eine Stadttour buchen? Wo kann ich eine Stadttour buchen? Вы можете зарегистрироваться на курс прямо сейчас. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Sie können sich ab sofort für den Kurs anmelden. Сегодня очень холодно, в горах даже идет снег. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. Heute ist es sehr kalt. In den Bergen schneit es sogar. На мою свадьбу приезжает много гостей. Даже приезжает моя тетя из Канады. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt. Zu meiner Hochzeit kommen viele Gäste. Sogar meine Tante aus Kanada kommt.
Когда я должен прийти и что я должен принести с собой? Долженствовать исполняем чужую волю с помощью глагола sollen. Sollen, soll, первое и третье лицо единственного числа, sollte, Präteritum. Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? Wann soll ich kommen und was soll ich mitbringen? И что сказал врач? Мне следует лежать в постели 3 дня и пить много чая. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Und was hat der Arzt gesagt? Ich soll 3 Tage im Bett bleiben und viel Tee trinken. Дословный перевод оставаться в кровати, im Bett bleiben. Но мы можем перевести как и по смыслу, да, близко лежать в постели или оставаться в постели. Солнце светит. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Завтра погода снова теплая и солнечная. Солнечная от существительного die Sonne, sonnig. Morgen ist das Wetter wieder warm und sonnig. Есть ли у вас, кроме этого, еще пожелания? Нет, спасибо, это все. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke, das ist alles. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke, das ist alles. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nein, danke, das ist alles. Поторопись, иначе мы опоздаем. Beeil dich, sonst kommen wir zu spät. Beeil dich, sonst kommen wir zu spät. Дословный перевод, иначе мы придем слишком поздно. Beeil dich, sonst kommen wir zu spät. Я считаю фильм очень увлекательным. Ich finde den Film sehr spannend. Ich finde den Film sehr spannend. Ich finde den Film sehr spannend. Новая машина стоит очень дорого. Мне нужно экономить деньги. Или копить деньги на машину. Ein neues Auto ist sehr teuer. Ich muss sparen. Глагол sparen, spart, hat gespart. Perfekt. Ein neues Auto ist sehr teuer.
Ich muss sparen. Ein neues Auto ist sehr teuer. Ich muss sparen. Моя работа доставляет мне удовольствие. Meine Arbeit macht mir Spaß. Meine Arbeit macht mir Spaß. Meine Arbeit macht mir Spaß. Я не хочу убираться. Мне это не доставляет удовольствия. Ich will nicht aufräumen. Das macht mir keinen Spaß. Ich will nicht aufräumen. Das macht mir keinen Spaß. Ich will nicht aufräumen. Das macht mir keinen Spaß. Уже поздно. Мне нужно идти. Es ist schon spät. Ich muss gehen. Es ist schon spät. Ich muss gehen. Es ist schon spät. Ich muss gehen. Это мы можем сделать позже. Das können wir später machen. Das können wir später machen. Das können wir später machen. Мы ходим по воскресеньям всегда гулять. Gulять, spazieren gehen, geht spazieren, ist spazieren gegangen. Wir gehen sonntags immer spazieren. Wir gehen sonntags immer spazieren. Wir gehen sonntags immer spazieren. По вечерам я совершаю всегда прогулку. Abends mache ich immer einen Spaziergang. Abends mache ich immer einen Spaziergang. Abends mache ich immer einen Spaziergang. Вы должны сохранить файл. Сохранять, speichern, speichert, hat gespeichert. Sie müssen die Datei speichern. Sie müssen die Datei speichern. Sie müssen die Datei speichern. Извините, пожалуйста, принесите нам меню. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Entschuldigung, bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Какие карточные игры вы знаете?
Welche Kartenspiele kennen Sie? Welche Kartenspiele kennen Sie? Welche Kartenspiele kennen Sie? Дети играют на улице. Играть. Spielen. Spielt. Hat gespielt. Die Kinder spielen draußen. Die Kinder spielen draußen. То есть снаружи. Draußen переводится снаружи. И немцы всегда употребляют это слово, когда находятся на улице. Die Kinder spielen draußen. Вы играете в карты? Spielen Sie Karten? Spielen Sie Karten? Якоб играет на пианино. Jakob spielt Klavier. Jakob spielt Klavier. Я занимаюсь много спортом. Ich mache viel Sport. Ich mache viel Sport. Ich mache viel Sport. Том очень спортивный. Tom ist sehr sportlich. Tom ist sehr sportlich. Футбольная тренировка начнется в 17 часов на спортивной площадке. Das Fußballtraining ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz. Das Fußballtraining ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz. Das Fußballtraining ist um 17 Uhr auf dem Sportplatz. Какими языками ты владеешь? Я говорю по-английски и по-испански. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Spanisch. Дословный перевод можно сказать так. На каких языках говоришь ты? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Spanisch. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Englisch und Spanisch. Могу я поговорить с господином Кляйном? Говорить – глагол sprechen, spricht, hat gesprochen. Kann ich Herrn Klein sprechen? Kann ich Herrn Klein sprechen? Приемные часы доктора Вайса проводятся с 9 до 12:30. Frau Dr. Weiss hat von 9 bis 12:30 Uhr Sprechstunde. Frau Dr. Weiss hat von 9 bis 12:30 Uhr Sprechstunde.
Frau Dr. Weiss hat von 9 bis 12:30 Uhr Sprechstunde. Heidelberg, Старый город. Heidelberg ist eine alte Stadt. Heidelberg ist eine alte Stadt. У вас есть карта Salzburga? Haben Sie einen Stadtplan von Salzburg? Haben Sie einen Stadtplan von Salzburg? Haben Sie einen Stadtplan von Salzburg? Эта певица – звезда в Германии. Diese Sängerin ist ein Star in Deutschland. Diese Sängerin ist ein Star in Deutschland. Diese Sängerin ist ein Star in Deutschland. У меня сильная головная боль. Ich habe starke Kopfschmerzen. Ich habe starke Kopfschmerzen. Ich habe starke Kopfschmerzen. Идет сильный дождь. Es regnet stark. Es regnet stark. Кофе очень крепкий. Der Kaffee ist sehr stark. Der Kaffee ist sehr stark. Игра также состоится под дождем. Состояться. Stattfinden. Findet statt. Hat stattgefunden. Das Spiel findet auch bei Regen statt. Das Spiel findet auch bei Regen statt. Das Spiel findet auch bei Regen statt. Автобус уже стоит на остановке. Стоять. Stehen, steht. Hat gestanden, ist gestanden. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Der Bus steht schon an der Haltestelle. Я продавщица. В своей работе мне приходится много стоять. Ich bin Verkäuferin. In meinem Beruf muss ich viel stehen. Ich bin Verkäuferin. In meinem Beruf muss ich viel stehen. Ich bin Verkäuferin. In meinem Beruf muss ich viel stehen. Что сегодня написано в газете? Was steht heute in der Zeitung? Was steht heute in der Zeitung? Was steht heute in der Zeitung?
У меня новая работа. Сейчас я работаю в компании Mercedes. Ich habe eine neue Stelle. Ich arbeite jetzt bei Mercedes. Ich habe eine neue Stelle. Ich arbeite jetzt bei Mercedes. Ich habe eine neue Stelle. Ich arbeite jetzt bei Mercedes. Мы встречаемся здесь, на этом месте. Или мы встретимся здесь, на этом месте. Wir treffen uns hier an dieser Stelle. Wir treffen uns hier an dieser Stelle. Wir treffen uns hier an dieser Stelle. Пожалуйста, поставь молоко в холодильник. Глагол ставить, stelle, stellt, hat gestellt. Stell die Milch bitte in den Kühlschrank. Stell die Milch bitte in den Kühlschrank. Stell die Milch bitte in den Kühlschrank.